So, jetzt war ich auf dem Weg in die Arbeit, beziehungsweise auf dem Weg zur Behörde, um eine Social Security Nummer zu beantragen. Und stehe ich da, weil da war schon Flag ahead. Da steht jetzt eine vorne und tut Winger. Und jetzt haben gefühlt 10 Minuten hat der Querverkehr fahren dürfen und jetzt darf ein Linksabbieger fahren. Jetzt hoffe ich, dass ich auch gleich fahren darf. Schauen wir da mal. So, das mit der Social Security Number hat relativ gut funktioniert. Die machen um 9 Uhr auf. Ich bin extra so gefahren, dass ich um 20 von 1 da war. Da war natürlich schon Schlangen von, keine Ahnung, 15 Leuten zu Tür aus. Sind aber sehr effizient. Das heißt, da steht dann zwei Automaten, wo du eigentlich die Nummer ziehst. Da musst du aber vorher eingeben, was du machst. Und da steht extra einer, der jeden fragt, was er machen will. Ich helfe ihm dann beim Eingeben und dann geht das relativ zügig. Und die haben dann auch schon vorhin angefangen, die Leute zu bearbeiten. Und im Prinzip war ich um 20 nach 9 wieder draußen. Leider muss ich jetzt noch mal schnell daheim vorbeifahren, weil ich was vergessen habe. Und jetzt stehe ich gerade wieder an der Baustelle, aber jetzt geht es schon weiter. Schauen wir mal. So, der Expat geht gerade heim. Heute war es den ganzen Tag diesig und auf die Nacht hat es die Sonne wieder raus, dass du sagst, du spinnst du. Wie sollst du jetzt da ohne Hitzschlag ins Parkhaus rumgehen? Heute Mittag habe ich einen neuen Foodtruck kennengelernt. Weißer, diesmal asiatischer. Habe leider keine Buddel gemacht, nur vom Essen. Habe einen Reis gehabt mit einem bisschen grillten Fleisch und Gemüse. War jetzt in Summe nicht schlecht. Es hat keinen Sauce dazu gegeben, deswegen war der Reis ein bisschen trocken. Mit der Dosen Sprite, aber $14, was ganz klar zu teuer war für das, also Preis-Leistungs-Verhältnis war nicht so gut. Genau. So viel dazu. Jetzt geht's heim und dann zu FedEx Packerl holen für die Tochter. Schauen wir mal. So, das Rätsel mit dem Pool ist gelöst. Der öffnet um 9 und schließt um 10 abends. Und ab Mitte Juli, ab 8 abends, muss man mal schauen, ob man irgendwie eine Möglichkeit findet, dass man eher rein kann. Lassen wir uns das einfallen. Im schlimmsten Fall kommen wir immer noch über den Zaun springen. Und heute laufe ich mir abends. Keine Ahnung, 7:30 auf die Nacht. Immer noch 26, 27 Grad. Aber auf jeden Fall, wenn ich fertig bin mit dem Laufen, ist der Pool auf. Rucksack dabei mit den Bodysachen. Servus. So, Laufsachen gegen Bodyhosen austauscht. Und jetzt gerade die letzten Gange. Jetzt bin ich ganz allein und schwimme nur unten. So, das war jetzt schön. So haben wir das eigentlich gestern in der Früh vorgestellt. Zum Pool gehen, schnell abduschen, umziehen und dann 10 Minuten schwimmen. Gestern früh hat es nicht geklappt, heute auf die Nacht schon. Super Geschichte. Jetzt ist, keine Ahnung, 8 Uhr. Und es ist immer noch so warm, dass ich so mit der Bodyhosen heimgehen kann. So muss das sein. Poolregeln habe ich auch fotografiert und die 2 Kontaktpersonen für den Pool. Und dann schauen wir mal, ob es nicht eine Möglichkeit gibt, dass man da mit Einzelgenehmigung in der Früh einmal zum Schwimmen geht. Okay? Servus. So, heute gibt es was Gesundes. Einen selber gemachten Salat mit Hühnerbrust und selber gemachte Croutons mit dem Brot vom Sonntag vom Swamp Rabbit Café. Und Susi wollte das Brot sehen. So hat es ausgeschaut, es war Stangenbrot. Und das ist quasi das letzte Eckerl. Und wie gesagt, Samstag, am Sonntag habe ich das gekauft in der Früh. Und heute habe ich noch super lecker Croutons draus gemacht. Super Geschichte. Und Avocado. Und man sagen, die Avocados sind vom Lidl. Ein Packerl mit, keine Ahnung, 4, 5 Stück. Und alle schön. Bei uns geht es zum Rewe oder zum Edeka oder keine Ahnung wohin.
kaufst du eine und kannst die Hälfte wegschmeißen, weil es so braun ist innen. Und da gehst zum Lidl, kaufst 4 Avocados und jede ist schön. Das ist super. Einen guten.